Für Thomas dritte Sonntag am Jahreskreis begrüßen sich aus der Kirche von Lellich, wo zugleich Antonius Kirmes gefeiert wird. Es sangen Choralreunie Lellich Montanach. Dirigent ist den Robbie Mehlen, Organist de Marcel Weiss. Nach seiner Urgel-Improvisation sangen wir Dans la paix et l'unité vom Olivier Matete. Seigneur notre Dieu, der Gospelsong. Um die Welt geht unser Lied vom Willy Trapp, Ein Haus voll Glorie vom Joseph Mohr, Heilig vom Schubert, Rendez grâce au Seigneur vom Sie und zum Schluss Antonius heiliger Schutzpatron. Sorti von der Urgel as Fuga in G vom Bach. Masket gehalten vom Chanoine Claude Bache, Dächen aus dem Dekanat Osten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ich begrüße dich ganz herzlich hier, liebe Brüder und Schwestern, die da hier in der Kirche von Lellich sind,
ganz besonders aber auch ihr steht da über Medien, man da ist Mass vom 3. Sonntag am Kirchejahr feiert. Das schon seg schön Tradition gin, dat Telles mas op diesem Sonntag aus der Kirche fulellig überdroget. Der Herr Patroner den Heiligen Antonius den Eremit ass. Sein der as der 17. Januar am mir feiere sei Patrozinium hai zu lellig haut Sonntag stürnu. Eisen Antonius, nicht zu verwechseln am Antonius von Padua oder von Lissabon, Eisen Antonius geht immer mit einem Schwein durchgestalt, und dafür nennen wir hier am Lützebrüchen den Schwenkstun. Er war der berühmteste Mönch aus der Antiquität, ja, der Pap vom Mönchtum schlechthin. Am 4. Jahrhundert hat hier sein Kloster gegründet, das sogenannte Antoniuskloster, das haut nach nur über 1600 Jahren an der ägyptischen Wüste besteht. Ich hatte vor etlichen Jahren Gelegenheit, am Kader von einer Pilgerreise das Kloster zu besichern und da vom Abt empfangen zu gehen, dem er bei der Gelegenheit ein koptisch Priesterkreuz geschenkt hat, das ich auch an dieser Masse unhun als Zeichen von der Verbundenheit mit den koptischen Christen, die an dieser Zeit viel in der Verfolgung zu leiden haben. Antonius Kirmes gouf zuletzt in der Zeit immer ganz groß gefeiert. Und aus dem ganzen Land kommen die Leute an das Klängdorf am Kanton Grevemacher, wo mit Musik und Tanz ein ganz Woche lang Kirmes war. Haut ist das alles viel mehr bescheiden, an Corona-Zeiten geht doch Nachmanner gefeiert wie sonst. Es sind aber dafür hoffentlich drauf, dass doch an diesen Zeiten nach Leute am Dorf gehen, die ihren heiligen Patroner verehren, an die darauf halten, dass wir auf diesem Tag im Telesmas von Hai überdrohen. Merci Ihnen all, und nächster Platz der Sängerinnen und Sänger aus der Oralreunie Lelle-Schmanternach. Los mal versichern, wie den Heiligen Antonius den zu ehren, den er Hai in den Altar versammelt, für das wir gestärkt durch die Feier von der Eucharistie bewusst an Christus nur treten können, an der dann der Gewissheit, immer von ihm der Barmen und Barmherzigkeit geschenkt zu kriegen. Herrgott soll dich eiser erbarmen. Er soll eis Sünd, a Schuld, nolosen, an eis an ewig Leben feiern. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast den heiligen Mönchsvater Antonius, unseren Patron, aus der Welt herausgerufen und ihm die Kraft gegeben, in der Einsamkeit der Wüste vor dir zu leben. Hilf uns auf seine Fürbitte, uns selbst zu überwinden und dich über alles zu lieben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Die Erzählung, die wir an der Lesung hören, hat sich mit dem 5. Jahrhundert vor Christus aufgespielt. Perser waren damals nur im Exil, Herren an Palästina. Die Herrschaft war mehr liberaler, mehr menschlich, wie die von den Babylonier ein Jahrhundert vor drun. Mit Wonnen von der babylonischen Eroberung an der Okkupation waren er nicht geheilt. An den Überblick von der Stadt war alles ähnlich wie freilich. Ein Tempel war wohl nicht abgebaut, war noch mehr klein, mehr bescheiden wie die vom Salomo. Mit Stadtmauern hatte nach groß Lächer. 2 Juden, den Esra und den Nehemia, die Deckplatzen Haft vom Perserkönig Artaxerxes I. hatten, wollten helfen. Für das sie sich könnten mit volle kümmern, haben sie gefroht, für nur Palästina versagt zu gehen. Der Nehemia hat Mauern von Jerusalem nicht abrichten gelassen und hat für eine Soziallegislation gesucht. Perser haben nämlich zugelassen, dass alle Provinz hier eigene Gesetze hat. Den Esra, der Priester war, wollte dem Volk seine Identität geben. Es hat damals viel früher unter den Juden gewohnt, gemischte Beständnisse waren häufig, an Dachs und heidnisch Mammen jüdisch Kanner abgezielt. Den Esra hat Volk zusammengerufen an einer großen liturgischen Feier aus den heiligen Büchern vorgelesen. Das Bücher, Gesetzbücher von Moses waren Zentrum hier das ewige Gesetz für Jerusalem. Das Zeremonie kann ihn angesehen als die Geburtsstunde vom Judentum. Lesung aus dem Buch Nehemia. In jenen Tagen brachte der Priester Esra die Weisung vor die Versammlung. Männer und Frauen und überhaupt alle, die schon mit Verstand zuhören konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, daran hervor. Das ganze Volk lauscht auf das Buch der Weisung. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Esra öffnete das Buch vor aller Augen. Dann stand er höher als das versammelte Volk. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Man las aus dem Buch der Weisung Gottes in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk: Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie die Worte der Weisung hörten. Dann sagte er zu ihnen: Nun gehet, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Nun geht, schickt euch denen etwas, die selber nichts haben, denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre unseres Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Den Herr sief mat dir all. Aus dem heiligen Evangelium nom Lukas. Weil der schon en etliche den Holl hunn, e Bericht zu schreiben iwwer dat, wat sich zugedrohen huet, wat bei Eis an Erfüllung gangers, so wie die Eise, die verliefert hun, die von der eischter Stunde an zeie waren, an Dinger vom Wort gesinn, so hun reget fir gut fand, nur dem sich allem von Anfang an gene nogang sinn, dir, heich verehrten Theophilus, alles der Reine abzuschreiben, für dass du dich von der Zuverlässigkeit von dem, was du geleiert gibst, überzeugen kannst. An der Kraft vom Geist, als der Jesus nicht a Galiläa gang. Sein Ruf hat sich an der ganzen Gegend verbreitet. Hier hat sie an ihre Synagoge gelehrt, an den as von alle Leid geehrt ging. Hier ist auch auf Nazareth gang, wo ihn abgewusst war. So wie um Sabbat sein gewundigt war, als hier an die Synagoge gang, und du hast hier abgestanden, für 4 zu lesen. Hier krut Buch vom Prophet Isaias gerecht. Hier hat Buch abgemacht, an die Platz fand, wo geschrieben steht, dem Herr sei Geist, als ob mir, weil hier hat mich gesalbt. Für den Armen ein gut Nachricht zu verkündigen, hat hier mich geschickt. Für den Gefangenen zu verkündigen, dass sie freikommen, an den Blannen, dass sie nicht gesinn. Für die Gebrachen an die Freiheit zu schicken, an de Gnodejoer vom Herr auszurufen. Nachdem sie ein Buch zugemacht, an dem Dinger Hannestrin hat, hat ihn sich gesagt. All die an der Synagoge waren, haben gespannt, ob hier geguckt. Nun hat hier nur gefangen, ihnen zu erklären, haut, als das Wort aus der Schrift bei euch zu an Erfüllung gang. Evangelium von unser Herr Jesus Christus. Leifschwestern a Brider. Et gëtt Mënschen, die sinn verkrampft. Schidre vun eis kennt dach. Besonders Leid, die an der Öffentlichkeit optreten mussen, sind dack verspannt. Et mirgt den, was se soen gezwungen, opgesaten Lächeln hunn. Se sind mal à l'aise, a spiegeln eppes viel, wat ihrem Inneren net entspricht. Et gët doch Leid, die gi vun lauter Surgen regelrecht zerfries. Und ihrem Gesicht, ihrem Blick kann ihn dat auflesen. Ihre Bau as iwerspannt. Wie ich den Text von unserer erster Lesung gelesen hun, sind ich beim letzten Satz hängen geblieben. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es gibt am Neuen Testament ein ähnlich Platz, wo die Jesus seine Jünger sieht, sie sollen sich keine Sorge machen, weil Gott für sie sorgt. Auf beide Plätzen geht es nicht wirklich darum, einfach so naiv an das Blode ranzuleben, dass wir realitätsfrien. Vielmehr wollen beide Texte eis für unter Erstellung warnen, eis zu viel Sorgen zu machen. Will sagen, du musst dich nicht christlichen, nicht Druck machen, nicht tot unglücklich machen. Du musst nicht Mordikus kämpfen. Du brauchst dich nicht konstant zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Bleib cool. Beginn den anderen entspannt. Da geht Gespräch direkt mehr locker. An der losse Probleme sich mehr leicht lesen. Wie wat da also so viel Sorge machen? Entspannt geht doch, geht besser. Und du hast eine andere Ausstrahlung. Da wird da vieles mehr leicht von Hand gehen. Macht euch keine Sorgen. Dummer der Verbindung, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es geht also auch darum, dass wir Fried Herrgott fanden, an die Verbindung mit Gott oprechthalten, respektiv intensivieren. Weil sie gedeis Kraft, als Existenz mit Sinn zu füllen, ja überhaupt als Leben zu bewältigen, besser an den Griff zu kriegen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke.
Denke mal an Barockzeit. Das war vielfach eng schwerer Zeit, mit immens lange Kricher, Hungersnöte und Epidemien. Aber sie hat doch etwas Leichtes, Beschwingtes aus sich. Der Barock hat zum Beispiel Dengelen immer ganz entspannt, vergnügt durchgestaltet. Dengelen an der Barockkirchen weisen da eng Erderweis für Gott zu leben. Sie so neis, du sollst den Stier nicht auf Fahle lehen, assinieren, grübeln, ob's du auch alles richtig machst, an ob alles rund dich klappt. Du darfst so sehen, weißt du was. Einfach für Gott do sein an spielen. Du sollst wissen, dass der für Gott richtig passt. Aber weil's du richtig passt, brauchst du nicht alles richtig zu machen. Barockengelen spielen aus dem Bauch heraus. Sie machen einfach, was ihnen Spaß macht. Sie atmen Freiheit. Sie spiegeln Erlöstsinn irrem. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Manchmal überseid ihr ja Wesentliches mit Verbindung am Herr, die alles zusammenhält. Immerhin sollte man eins fragen, wie es das Verbindung steht. Als Jesus Christus der Maßstab von unserem Denken und Handeln. Den Mystiker Meister Eckhart vergleicht es mit einem Zirkel. Die gut Leben aufhängen wollen, sollen nicht machen wie den einen Kreis mit einem Zirkel zieht. Wenn in den Mittelpunkt vom Kreis ruhig angesagt wird, aber wenn der feststeht, da geht Kreislin, die rundherum zieht, gut. Will heschen, der Mensch soll für dich lehren, dass sein Herz fest verankert bleibt an Gott. Da wird doch der Rest gut gehen. Da wird noch beständig gehen an all dem, was du sonst möcht. Da gibt das eine runde Sache. Alles hängt davon ab, ob wir ein Herz festmachen an Jesus Christus. Die Verbindung mit ihm als uns stärkt, aber nicht uns stark. Das kann ich noch Fried nennen. Das Verbindung des Fried löst nicht all Probleme, er schenkt doch keine sorgenfreies Leben. Aber sie kann die Gelassenheit, die Seelefrieden abkommen lassen, die es erlauben, Spannungen auszuhalten, und mit offenen Frauen zu leben. Weltfried umher uns stark macht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Leifren, ein gut Buch fängt wie ein gut Ried meist an mit einem Vierwort, einer Einleitung. Das heißt damit, dass das Programm den Inhalt kurz skizziert wird, wie das Leser oder Nolausterer sich können darauf anstellen und wissen, was ob sie durchkommen. Am Evangelium haut wird genau das vom Jesus und vom Lukas gemacht. Der Lukas bringt de kurz Vierwort, wo uget, wie was schreibt, und was der Leser von seinem Evangelium erwarten kann. Und der Jesus selber hält an seiner Heimatstadt Nazareth ein Predigt, wo programmatisch sein Selbstverständnis durchlädt. An dieser Untrittsried unterstreichten, dass der Kommas besonders für die Armen, die Gefangenen, die Blinden und die Zerstreuten. An dem Evangelist Lukas sein Ziel besteht daran, dem Jesus sein Programm weiterzudrohen, zu erzählen, und verständlich zu machen. Und da geht es darum, demals wie haut, die menschliche Seite vom Herrgott auf hier zu heben und dadurch Hoffnung und Zuversicht zu verbreiten. Und zwar für all, die das Evangelium lesen oder hören. Die Vierrede vom Evangelium, die Einleitung, feiert uns zu einer Reflexion über diesen Glauben. Glauben, dass das nicht Nivel, nicht etwas Irrationales oder Erfundenes, etwas, was undurchschaubar wird, kein Nebulös. Glauben muss einsichtig sein, Glauben argumentiert, und begründet. Und als auf der Seite von der Vernunft, entgegen dem, was landläufig so behauptet, an Unkenntnis von der Lehre. Es geht nicht um erbauliche Erzählungen, religiöse Theorien, Vorstellungen oder Mythen, mehr um geschichtliche Ereignisse, um das, was Realität geschieht ist, was passiert ist.
Aber transparent ass an transparent gemerk gëtt op Gott hin. Dat heescht Fakten, an denen Gott sich offenbart, sich manifestéiert, a matdeelt, an déi als dat wëllen verstanen ginn. Durch des Klärungen Ufang wëll den Evangelist Lukas segen Adressaten en zuverlässige Glav iwwerlieferen, an net egentwellig Fantasiegebilde. Hier wëlt als Historiker gründlich informéiert an drei sinn. Berieft sich op Daenzeien, an op déi, die alles weiter erzielt tun, Dinger vom Wut, wie se nennt. Mit darüber heraus wölt hier méi bidden wie geschichtlich Information oder protokollarisch Berichterstattung. Hier wölt opweisen, dass sich an all dem, was sich zugedrohen huet, den Heilswille vu Gott ausdrückt. Nach ein Keier, de Glaven präft, erwägt, weit auf. Nicht nimmen Wissenschaft, nicht nimmen de gesunde Menschenverstand, auch de Glaven denkt, resoniert, an diskutiert. A wie dat am besten innner Beweis stellt, als den Apostel Paulus als enge Briefer an Schriften. Et gëtt vom Schriftsteller Chesterton folgende Verglach. Geheimnisse vom Glauben sie wie Sonn. Flang drakucken kann net, et giwe verblenden. Aber an ihrem Licht gesimmer alles ernstcht. So kann so das Licht vom Glauben als Leben erlicht, auch wenn wir den Herrgott selber nicht direkt gucken können. Wer das also, liebe Brüder und Schwestern, das letzte Ziel vom Evangelium, ja überhaupt vom Neuen Testament und von der ganzen Bibel. Gerade heute, Sonntag vom Wort Gottes, so wie der Papst Franziskus für diese Sonntag festgelöst hat, lehnen wir uns darüber Rechenschaft auf. Letztlich geht es darum, durch eine sorgfältige Durchstellung vom Leben und Wirken von Jesus eins zu einer mehr tiefer Begegnung mit ihm, Jesus Christus, zu feiern. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ob Vierspruch vom heiligen Antonius, dem sehr fest wir haut feiern, riecht Molo voll Vertrauen als Sulais und den Herrgott. Wir beten für alle Menschen auf dieser Welt. Stärk unsere Glauben und dich, ergib, dass es auch heute immer nicht Persönlichkeiten in unserer Kirche gibt, die unser Vorbild sie können. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis. Stärk all die, die dezidiert tun, wegen dem Himmelreich auf ein Leben am Bestiertnis zu verzichten. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis. Sie auf all denen nur, die an ihrem Alleinsinn und an ihrer Verlosenheit nicht glücklich sind. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis. Mach uns, die wir heute fest von unserem Patroner feiern, immer mehr bewusst, wie weit jeder Einzelne von uns seine Verantwortung für die Kirche und die Gesellschaft überholen muss. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis. Los uns immer auf Christus gucken, ob breitvollig als seine Nachfolge treten. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis. Hol uns Leib verstorben, für die wir das Maß feiern, ob an die ewige Gemeinschaft mit dir. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis.
Herrgott, gute Pap, ob gut Wort vom Heiligen Antonius als ein Patroner, lauscht ob als Gebet, anerheiret durch den Jesus Christus als Bruder an eisen Herr. Amen. Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum der ganzen Welt. Herr, im Gedenken an die Hingabe des heiligen Antonius bringen wir mit diesen Gaben uns selber dar. Nimm uns alles, was uns von dir trennt, damit du allein unser Reichtum bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus seinem Munde das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist hellig, Herrgott, von dir kennt all Helligkeit. Dafür kommen wir bei dich, und wir feiern zusammen mit der ganzen Kirche den Sonntag, den nächsten Tag von der Woche, als den Tag, auf dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den zu deiner rechten Hand sitzt, beten wir dich, allmächtige Gott, mach das Goven hellig durch dein Geist. Lose für Reis zum Leib und zum Blut gehen von deinem Jung, unser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verroden gouf und den Tod auf sich geholt hat, du hält ein Brot aus ein Hand. Es ist ein Dankgebiet, ein Brechtbrot, reget seine Freunde seht, holt an erst alle gut davon, dat heiers mein Leib, geht hier gehen für ich. No miessen hält noch de Kirch, es seht ein Dankgebiet, recht de Kirch seine Freunde seht, hol dann drängt alle gut raus. Dat heißt de Kirch mat Mengem Blut, Blut vom Neuen an ewige Bund, et fließt für ich an die viel Äner für dat Sinne verziehe gin. Macht das als mein Undenken. So feiern wir hellige Pap Dundenke von deinem Jungen, der für uns gestorben an Oberstern ist, an so offren wir dir Brot vom Leben an der Kelch von der Erlösung. Wir sagen merci, weil du hast als Beruf für von dir zu stehen, an dir zu dingen. Wir beten dich, los uns teilholen Leib und Blut von Christus, dat wir eint gehen durch den heiligen Geist. Denk an den Kirche durch dat Welt, los dein Volk Fußen an der lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Dienst stehen von dieser Kirche. Denk an als Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie stehen, und für die wir das heilige Mass feiern. Wir beten heute besonders für Michael Turpeler, Bertha Herz, für die Verstorbenen von der Familie Hansen, für den Jean-Pierre Faust, den Alphonse Wildchen, den Pierre Hirt, Claire Hinkes, Jean-Pierre Hirt, an die Verstorbenen von der Familien Weiß Clemens, a Wohltäter. Und denk an all die anderen, die an deiner Not gestorben sind, hol sie ab bei dich, an dein Licht. Pap, erbarm dich eiser all, schenk uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, dem Heiligen Josef, den Aposteln, dem Heiligen Antonius, an all denen, die Gnot von du bei dir sind, dat Welt besteht. Mit ihnen all, los es dich loben an Ehren durch der Jung Jesus Christus. Durch ihn amat ihm an ihm, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eier, lo an immer an ewig. Los mal zusammen mit dieser Choral, mit denen wir zum Papa im Himmel beten, die Christus selber uns gelehrt hat.
Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, de Friedelosne ich, mei Friede ginne ich. Du verbiete mir dich, guck nicht ob eis Sünden, ob eis Fehler, ob dat, was mir verkehrt man am Leben. Mir guck ob eise Glauben, den Osterglaub von deiner Kirche. Guck auch ob die gute Wille von so vielen Menschen durch die Welt, gibt der Kirche an der Welt wie Teufel lass, Einheit auf Frieden. Und dem Herrgott sei Frieden, sief mat ich auch. Guckt dat gebrachen Brot, haie das Christus selber, Lamm Gottes, dat Sünde von der Welt wächelt. Herr, ich sin net wert, dass du bei mich kennst, ma so nemmen Wort am eng Seel get gesund. Wannst du vollkommen sie willst, geh, verkauf dein Besitz auf Gift, Geld und Armen. Da komm, erfolg mir nu. So seht dieser Herr Jesus Christus. Corpus Christi.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, mit deiner Hilfe hat der heilige Antonius, unser Schutzpatron, die Mächte der Finsternis besiegt. Stärke uns durch die heilbringende Speise, die wir empfangen haben, damit auch wir die Angriffe des Bösen überwinden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Am Ende von dieser Masse ganz große Merci. Ich schon an Hellinghausen für die encourageante Predigt. Merci den Sängerinnen und Sänger, dem Dirigenten, Organist von unseren Choralen, die diese Gottesdienst so schön gestalten. An mit dem feierlichen Schlusssegen von dieser Masse ich allen ganz schöne Sonntag, der lellische Leid, eng schöne Kirmes und dann all Gutes für die ganz Woche, die Frohneis leid. Merci. Der Herr sei mit euch. Der gütige Gott, der die Heiligen zur Vollendung geführt hat, segne euch und bewahre euch vor allem Unheil. Das Vorbild des heiligen Antonius lehre euch und seine Fürsprache helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Yeah.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Lellich. Den nächsten Sonntag über Dromatmass von Remich. An los schalten wir zurück an den Studio. First